Wupp, wupp. Ja, ja. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Und ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen in der Stadt rumlaufen können, die wir gerade eben befreit haben. Und mit gerade eben meine ich für euch gestern. Unter Blut, Schweiß und was? Geht denn ab? Der rennt mit einem Knüppel rum. Knüppellink. Ey, Knüppellink. Oh, guck mal, jetzt ist Knüppellink gehauen. Kann ich jetzt nicht mit dem Bogen drauf schießen? Okay, das war seltsam. Das war sehr seltsam. Wenigstens muss ich nicht dagegen kämpfen. Ja, was ist jetzt eigentlich mit unserem Vater? Haben wir den jetzt gerettet? Er hat uns geholfen. Das muss der echte Link gewesen sein. Ja, der ist ja im Schattenreich da gefangen. Aber er wurde von irgendetwas eingeschlossen. Warte mal, ich muss mal husten. Jetzt ist besser. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Autsch. Ah, guck mal da, der König. Der König ist wieder da. Voll aufs Augefall. Ja, Zelda! Wo bin ich? Ist das hier Schloss Hyrule? Was passiert? Ja, da war irgendwie so eingeschlossen worden, das Schloss, weißt du? Und dann kamen da ganz viele Stealth-Passagen und dann ist der Depp, der mich steuert, ausgeflippt und am Schluss hat er Ganon tot geigelt. So, das war das Resümee von gestern. Ah ja, ich verstehe. Ich wurde also von einem Riss verschluckt. Danke, Zelda. Du warst es doch, die mich gerettet hat, oder? Ja. Bitte erzähl mir, was mit Hyrule geschehen ist. Ja, keine Ahnung. Was ist mit Hyrule geschehen? Es wurde halt von Risse gedönse. Ist das wahr? Ohne Rücksicht auf dein eigenes Leben hast du für das Gute gekämpft. Für alle, die von Rissen verschluckt wurden, ey. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gerade eben etwas Fettiges gegessen. Und ihr Leute, lasst euch sagen, nehmt euch ein Beispiel an Kurt Cobain. Alt werden ist scheiße. Guckt, dass das einfach nicht passiert. Weil guckt mich an, ich bin alt. Wenn ich zu Fettiges esse, dann denkt mein Körper, er muss Schleim produzieren und dann fange ich an, hier rumzuhüsteln. Geht ja gar nicht, so. Für alle, die von Riesen verschluckt wurden, für ganz Hyrule. Um was geht's? Habe ich vergessen. Oh, Zelda, was für eine tapfere Tochter ich habe. Ich bin so froh, dass wir jetzt wieder vereint sind. Euer Majestät! Seid ihr wohl auf? Huch, ein Eindringling? Was? Habt ihr denn keine Augen im Kopf? Das ist niemand anderes als meine teure Zelda. Wie bitte? Prinzessin Zelda? Oh, jetzt tun sie mich erstechen. Aber hieß es nicht, die Prinzessin sei die Schurkin, die für all die Risse verantwortlich ist? Zelda? Eine Schurkin? Sieht so aus, als hätte mein Doppelgänger es hier ganz schön bunt getrieben. Zelda, ich werde alle über diese falschen Anschuldigungen aufklären. Du hingegen solltest dich erst einmal ausruhen. Du hast uns alle gerettet. Ich danke dir, Zelda. Gut, gut. So, wir ruhen aus. Bim, bim, bidi, bim. Oh. Oh, cool, dass ich schon ein schönes Bett habe. Oh, Katze habe ich auch. Guck mal, da ist sie wieder. Imka. Wie heißt sie denn? Weiß schon, wen ich meine. Impa. Ich war nah dran. Briatatri. Ich bin etwas überrascht, dass ich euch jetzt plötzlich sehen kann. Aber wie dem auch sei. Ihr habt der Prinzessin auf ihrem Pfad treu zur Seite gestanden. Ich danke euch von Herzen. Ich habe mich das schon länger gefragt, aber was bedeutet eigentlich dieses Wort Danke? Ach, ist das... Viele Leute haben es schon Zelda gegenüber gebraucht. Oh Mann, ey, also es wird mir jetzt dann doch ein bisschen zu kindisch hier. Du verstehst nicht, was Dankbarkeit ist? Es macht mich überaus glücklich, dass ihr der Prinzessin so viel geholfen habt. Dieses Gefühl bringen wir mit dem Wort Danke zum Ausdruck. Wahnsinn. Aha, Danke bedeutet also, es macht mich glücklich, dass du der Prinzessin geholfen hast. Sehr gut. Ich habe Zelda lediglich dabei geholfen, die Risse zu schließen. Aber wenn dich das glücklich macht, dann freut mich das. Ey, super. Ja, jetzt hör mal auf zu hüpfen. Ach, guck mal, jetzt hast du wach gehüpft. Oh, Euer Hoheit.
Seid ihr erwacht? Um 7:30? Ihr habt keine Blessuren davon getragen, oder? Ich habe alles von Dri gehört. Um uns zu beschützen, habt ihr euch selbstlos den Mächten des Bösen entgegengestellt. Ich kann mir vorstellen, dass es alles andere als einfach war. Umso mehr freut es mich, dass es euch gut geht. Ach, meine Prinzessin, ihr wart einst so klein und nun seid ihr so erwachsen. Bitte verzeiht mir die Gefühlsduselei. Ich bin einfach so überglücklich, dass ihr wieder bei uns seid. Ich weiß, ihr lag gerade noch im Bett, doch ich soll euch eine Nachricht eures Vaters überbringen. Sobald ihr euch ausreichend ausgeruht habt, mögt ihr euch bitte in den Thronsaal begeben. Ich gehe schon mal vor und werde euch dann auch dort erwarten. Ja, dann gehe ich schon mal vor. Ich muss mich hier in meinem Zimmerchen umgucken. So, oh, Moment. Kann man das Bett merken? Zeldas Bett. Zeig mal her. Königliche Schlafstätte, die himmlische Nachtruhe garantiert. Cool. Ich will hier ein Doppelbett machen, weißt du? Ja, so. Ist gut genug, so. Ah. Und du? Reden? Mau. Ich rede mit mir. Guck mal hier, Mann. Pferdchen. Kann ich mich auf die Couch setzen? Nee. Erstmal mein Zeugs hier kaputt machen. Okay. Hey, ich finde es cool, dass wir jetzt keine Mütze mehr aufhaben. Die brauchen wir jetzt eigentlich nimmer, weil der König ja gesagt hat, dass wir nicht doof sind. Ah, Prinzessin Zelda, willkommen zu Hause. Auch als ihr nicht da wart, habe ich natürlich die ganze Zeit treulich euer Zimmer bewacht. Mensch, echter Mann. Es war ein riesiger Schock für mich, von einem Riss verschluckt zu werden. Welch großes Glück, dass ihr mich gerettet habt, euer Hoheit. Jo. So, dann gehen wir mal. Wie geht's mit dir? Da ist ein Gespenst hinter euch. Ich bin doch kein Gespenst, ich bin Dri. Oh, ich bitte um Verzeihung. Ah, seid gegrüßt, Prinzessin Zelda. Kommt näher und betretet den Thronsaal. Okay, okay. Ich gehe ja schon rein, dass wir mal hier ein bisschen vorwärts kommen, hier mit der Story. Heute wird es ein bisschen storylastig, nachdem er gestern... Nachdem es gestern etwas lauter war. Ja, Zelda, hast du dich gut erholt? Es sieht so aus, als wären jetzt alle anwesend. Ihr könnt euch denken, warum ich euch hier zusammengerufen habe. Wir müssen besprechen, was als nächstes zu tun ist. Dri hat uns ja bereits berichtet, was in Hyrule vorgefallen ist. Dank eurer Bemühungen sind jetzt die großen Risse in allen Regionen verschwunden. Aber leider ist damit der Friede im Reich noch nicht vollständig wiederhergestellt, wenn ich das richtig verstanden habe. Der Ganon, gegen den wir in den Gewölben von Schloss Hyrule gekämpft haben, war ein Echo, erschaffen von einer Kraft ähnlich der meinen. Die Monster, die meine Gefährten eingefangen haben, waren vielleicht genau solche Echos. Bis jetzt hatte ich angenommen, dieses Ungeheuer namens Ganon sei der Urheber unserer derzeitigen Notlage gewesen. Ich hielt alles, was nach Links Triumph über ihn geschehen ist, für eine Nachwirkung seines bösen Schaffens. Aber in Wahrheit war alles das Werk eines anderen, uns noch unbekannten Feindes? Und der grün gewandete Schwertkämpfer Link hat Zelda aus den Fängen dieses Feindes gerettet. Doch dabei ist er selbst in Gefangenschaft geraten. Was für ein Unglück. Ich bete, dass es ihm gut geht. Ja, er hat jetzt einen Knüppel, dem geht's ziemlich gut. Euer Majestät! Was gibt's? Yes. Hi, hi. Schlimme Neuigkeiten. In verschiedenen Regionen haben sich neue Risse aufgetan. Diesmal waren es 3 auf einmal. Okay, das ist relativ klar, was wir jetzt zu tun haben. Was? Was sagst du? Und wo sind diese Risse entstanden? Hi. Am Vulkan Eldin, in den Firon-Sümpfen und auf der heiligen Ranell-Spitze. Eldin, Firon und Ranell? Gerade an diesen 3 Orten? Ist euch etwas bekannt, das diese 3 Orte verbindet? Ist das eine im Norden, das andere im Osten, das dritte im Westen, also Südwesten, Südosten irgendwie? Jeder dieser Orte, an denen sich Risse gebildet haben, steht in Verbindung mit der großen Macht. Die große Macht? Was ist denn das? Höhere Wesen hinterließen uns eine Macht, die irdische Vorstellungsvermögen übersteigt. Diese nennen wir die große Macht. Aha. Das Wissen um diese Macht wird von alters her in der Königsfamilie weitergegeben. Die 3 besagten Orte nun stehen mit jenen in Verbindung, die uns die große Macht hinterließen, den 3 Göttinnen. Die Risse scheinen es also gezielt auf die Orte abgesehen zu haben, die mit den 3 Göttinnen in Verbindung stehen. Bedeutet das, die Risse sind nicht etwa ein natürliches Phänomen, sondern werden von irgendwem bewusst hervorgerufen?
Das wäre ja unerhört. Also, das geht ja gar nicht hier. Wenn das zutrifft und diese Person schlussendlich auch die große Macht an sich reißt, dann... Naja, in den Überlieferungen des Königshaus von Hyrule gibt es folgenden Vers. Siehe, es wird ein Übel auftreten, begehren die große Macht. Ihm werden eine mutweise Hohepriesterin und ein Held voll Mut, was? Ihm werden eine weise Hohepriesterin und ein Held voll Mut? Wie, die werden ihm wehren, also die werden ihnen helfen oder wie, oder was? Ja, aber das ist irgendwie doof. Hohepriesterin und Held werden Hand in Hand streiten und des Übels Trachten vereiteln. Oh, das reimt sich sogar. Also das vorhin hat sich auch schon gereimt. Eine Hohepriesterin und ein Held. Aha. Zelda hat schon einige Risse geschlossen. Ist die vielleicht die Hohepriesterin? Ja, das klingt in der Tat schlüssig. Und wer wäre dann der Held? Ja, keine Ahnung. Der Hans wascht von Geische Iver? Ich hätte mal gesagt, könnte es nicht der Schwertkämpfer Link sein? Wie kommst du denn auf diese Idee? Das ist ja wirklich eine gedankliche Meisterleistung. Unglaublich. Link? Laut Prinzessin Zeldas Erläuterung könnte er sich tatsächlich in der Welt des Nichts frei bewegen. Also konnte er. Und er hat sich dem Feind in der Tat ganz allein entgegengestellt. Wenn Link der Held ist, dann wären die beiden Protagonisten der Prophezeiung ja schon in Erscheinung getreten. Doch Link ist dem Feind in die Hände gefallen. Alter. Wir müssen die Risse an den Orten, die mit den 3 Göttinnen in Zusammenhang stehen, schließen und so die Pläne des Feindes vereiteln. Doch auch wenn wir die Risse schließen, ist damit unser wahrer Feind noch nicht besiegt. Du musst auch den Helden Link aus den Fängen des Feindes retten und an seiner Seite kämpfen. Ach, ich hätte dir so sehr ein sorgloses Leben fern aller Gefahr gegönnt. Aber dir scheint ein anderes Schicksal beschieden zu sein. Du bist die Hohepriesterin, Hyrules letzte Hoffnung, schon wieder. Wir können dich unterstützen, um dir die Last so leicht wie möglich zu machen, doch tragen musst du sie allein. Ministerin Sinstra, du führst gemeinsam mit Schlübberi deine Studien zu den Rissen fort. General Dex, du befehligst die Truppen und bringst möglichst viel über die Monster in allen Teilen Hyrules in Erfahrung. Du Befehl! Impa, überreiche Zelda die Kluft. Der wohl. Dann gib mir mal die Kluft. Kommt, Euer Hoheit, hier entlang bitte. Okay. Was kriege ich jetzt für eine Kluft? Oh, das steht euch vorzüglich. Ui. Ui. Die hat ja einen Pferdeschwanz. Na, das finde ich gut. Das drängt ein bisschen auf die Hüften auf, finde ich. Aber okay. Dies ist eine traditionelle Kluft, die im Königshaus vererbt wird. Sie sollte für deine weitere Reise angemessen sein. Ja, dann gucken wir mal. Der Feind hat vermutlich es auf die große Macht abgesehen. Wir wissen nicht, wer er ist, doch wenn ihr ihn gewähren lasst, steht die Zukunft von Hyrule auf dem Spiel. Jeder von uns muss sein Bestes geben, um unser Reich zu bewahren. Jawohl, ja. So, guck mal hier. Ich habe neue Klamotten. Guck mal hier im Pferdeschwanz. Ah, der könnte ein bisschen mehr wackeln. Also, es ist doch der Witz an dem Pferdeschwanz, dass der ordentlich wackelt. An den Haaren. Am Kopf meine ich natürlich. So, jetzt pass mal auf. Was ist denn das? Kluft. Du kannst jetzt mit Amiibo jetzt neue Dinge erhalten. Wähle plus Menü. Moment. Wie das der Zufall so will, habe ich hier gerade noch 2, 3 Amiibos stehen. So, die habe ich schon mal drauf gemacht, aber egal. Wir gucken mal, was passiert. Also, zuerst diese gute Dame. Blub. Ein schwarzes Katzenkostüm erhalten, okay. Ich habe noch, was ist das? Wie hieß das Ocarina of Time Nachfolger? Also, okay, der ist ein bisschen grün, tut mir leid. Der ist ein bisschen durchsichtig. Wie hieß das mit der Ocarina of Time Nachfolger auf Nintendo 64? Der mit dem Mond, der da rumstürzt. Weiß nicht, wie es heißt. Okay. Rotes Gewand. Warte mal kurz. Ich muss mal gucken, dass ich noch jemand anderen hole. Nicht nur 2 Links. Guck mal her. Ah ja. Okay. Aber ich habe mir jetzt einfach den größten, der mir in die Finger fiel, geholt. Hier.
blub, 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 blub. Das ist das komische Dingens da aus Breath of the Wild. So, wo ist mein Controller? Achso. Das geht ja gar nicht so. So, ich glaube 3 kann ich, glaube ich, draufsetzen, oder? Ja. Milch. Okay. Naja. Kann ich noch einen draufsetzen? Okay. Goldenes Ei. Jetzt habe ich 4 draufgesetzt. Jetzt kriege ich aber hier Probleme. Moment. Wie viel kann ich noch draufsetzen? Moment. Was hätten wir denn da? Den da nehmen wir. Und den Gano nehmen wir noch. Noch eine Zelda nehmen? Immer noch eine Zelda. So, okay. Dann habe ich mir noch hier ein paar geholt. Guck mal her, ich will mal wieder was hören. So, also wir hätten hier eine Breath of the Wild Zelda. Guck mal her. Okay, blaues Kleid erhalten. Kann ich noch einnehmen? Aber wie viel kann ich denn da draufsetzen? Jetzt hätten wir hier den Fuzzi, Name vergessen. Ihr wisst schon, der Fuzzi halt. Monsterherz, okay. Kann ich noch einen draufsetzen? Du kannst pro Tag 3-mal Amiibo verwenden, um Items zu erhalten. Das waren doch jetzt aber mehr wie 3. Aber okay, ist nicht mein Problem, wenn das Spiel nicht zählen kann. So. Moment, jetzt müssen wir erstmal, ich wollte doch aber eigentlich gucken, Kleidung. Inkognito-Kleidung, ah ja. Kapuze verhüllt deine Identität. Kann ich eigentlich hier, kann ich hier auch irgendwie die Kapuze abziehen? Schade. Ich würde gerne so ohne Kapuze rumlaufen. Dann hätten wir hier das königliche Reisekleid, traditionelles Gewand der Königsfamilie. Passt auf wundersame Art wie angegossen, aber das trägt ein bisschen auf die Hüften auf. Also das würde ich... Blaues Kleid. Prächtiges Kleid der Prinzessin von Hyrule. Darin fühlt man sich erhaben und wichtig. Schwarzes Katzenkostüm. Lässt sich die Sprache der Katzen verstehen. Und da hätten wir hier noch das rote Gewand. Erfüllt den Träger mit Mut. Hallo. Miau. Moment. Mach mal Platz da. Sorry. Ja, komm. Infos zu Monstern gefällig. Ja, mach mal hier. Euer Hoheit, in ganz Hyrule treiben sich die verschiedenen Monster herum. Nicht wenige davon äußerst gefährlich. Unsere Aufgabe als Beschützer Hyrules besteht darin, Informationen zu diesen Monstern zu sammeln und sie nötigenfalls zu beseitigen. Falls ihr euch für unsere neuesten Erkenntnisse interessiert, wendet euch einfach an mich. Sagt mir, wie kann ich euch helfen? Gib mir Monster-Infos. Wenn es euch interessiert, berichte ich euch gerne über alle Monstersichtungen, die mir in letzter Zeit zu Ohren gekommen sind. Im Moment kann ich euch Informationen zu Ereignissen im Osttempel und in den Chabul-Gewässern geben. Mach mal Chabul-Gewässer. Wie es scheint, ist ein blutrünstiges Ungetüm in den Chabul-Gewässern aufgetaucht. Das haben wir von einem Mann im Dorf Küsthafen erfahren, der von seinem Boot aus das Meer im Auge behält. Allerdings redet er unentwegt vom Britzeldies und Mumdas, sodass er nicht als die zuverlässigste Quelle dienen kann. Okay. Erscheinen die jetzt wirklich oder reden die... Ich guck mal, Osttempel. Der Osttempel ist euch bekannt, Euer Hoheit? Er liegt nun ja im Osten von Schloss Hyrule. Von einem Archäologen, der in dieser Gegend forscht, haben wir den Bericht erhalten, dass sich im Tempel ein Monster herumtreiben soll. Es gibt aber viele offene Fragen, denn er hat das Monster gar nicht direkt gesehen, sondern nur seine Stimme gehört. Er hält sich noch immer in der Nähe des Tempels auf, also vielleicht könnt ihr weitere Einzelheiten von ihm in Erfahrung bringen? So, das war's dann mal. Okay. So. Zeit ist gekommen, sagt sie. Euer Hoheit, kann ich euch irgendwie behilflich sein? Also die großen Risse, ne? Die haben sich an 3 Stellen aufgetan. Am Vulkan Eldin, in den Firon-Sümpfen und auf der heiligen Ranell-Spitze. Falls ihr etwas über die verschiedenen Regionen, mach mal die Ranell-Spitze. Die heilige Ranell-Spitze ist ein mysteriöser Ort unter dem Schutz der 3 Göttinnen. Zu diesem rätselhaften Berg gibt es kaum Aufzeichnungen. Insbesondere seine schroffen Klippen machen es geradezu unmöglich, ihn weiter zu erkunden. Überlieferungen zufolge soll man jedoch die Spitze erreichen können, indem man vom Gipfel des Hebra-Bergs aus über die Wolken schreitet. Leider ist der Hebra-Berg kaum weniger gefährlich. Er lässt sich nur über eine Höhle am Fuße des Berges besteigen. Ja. So, was hat man denn sonst noch? Die Firon-Sümpfe? Und weitestgehend unerschlossen. Wir wissen kaum etwas über sie, außer dass sich jenseits des Hylia-Sees ein Zugang zu ihnen befinden soll. Hylia, Hylia, ich weiß nicht. Außerdem hört man Gerüchte über ein kurioses Volk, das dort leben soll. Vielleicht könnt ihr mehr über den Riss dort in Erfahrung bringen, wenn ihr Kontakt mit diesem Volk aufnehmt. Ja. So, dann hätten wir noch den Vulkan Eldin. Dabei handelt es sich um einen aktiven Vulkan im Nordwesten Hyrules.
Das Volk der Goronen lebt dort. Der Aufstieg ist jedoch äußerst gefährlich, da man mit Eruptionen und Steinschlag rechnen muss. Am Fuße des Vulkans liegt eine Siedlung namens Kakariko. Ich würde euch raten, dort erst einmal Halt zu machen und Informationen zu sammeln. So, alles klar. So, ich werde hier alles in meiner Macht Stehende tun. Bitte geht unterwegs. Ach, Euer Hoheit. Alles klar. Ach so, ich soll mit ihr reden. Ach so, ich habe mit der Falschen geredet. Euer Hoheit sagt, sind eure Beine nicht erschöpft von den weiten Reisen? Hyrule ist ein großes Reich. Es zu Fuß zu bezwingen zu wollen, ist zeitraubend. Ihr müsst wissen, ich habe über die letzten Jahre hinweg eine treue Stute für euch herangezogen. Oh, ho, ho, ho! Zwar hätte ich es mir nie erträumen lassen, dass ihr einmal auf so abenteuerliche Reisen gehen müsstet, doch wie die Dinge nun stehen, scheint mir dies der richtige Augenblick, sie euch als Gefährtin an die Seite zu stellen. Die Stute befindet sich in der Obhut der Hyrule Farm im Westen der Ebene von Hyrule. Wenn ihr die Zeit dafür findet, solltet ihr dort vorbeischauen. Ich werde das Personal vor Ort schon mal informieren. Schön! Wir kriechen ein Pferd! Ja, das ist ja cool. So, aber zuallererst mal, ich bin ja hier im lecker Katzenkostüm. Jetzt will ich auch mit lecker Katzen reden. Naja. Hallo Katze. Hier ist alles in Ordnung. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Dieser Bereich steht unter meinem Schutz. Aha. Na, da bin ich aber zufrieden. Du gute Katze, du. Sorry, ist mir aus der Hand gerutscht. So, dann hätten wir das. Aber das Katzenkostüm ist doof. So. Oh, guck mal da. Oh, schön. Das gefällt mir. So. Könnte rot sein, das Kleid, aber sonst, aber das hellblau, das passt gut zu den Haaren, finde ich. Oh, da stehen wieder Wachen. Moment, wir müssen gucken, wie gut die ihrer Arbeit nachkommen, indem wir Töpfe aufzuschmeißen. Aha. Okay, er ist nicht umgefallen, er ist eine gute Wache. Wenn er umgefallen wäre, hätte ich sofort gesagt, ey, der taugt nix, der hält noch nicht mal einen Topf aus. Das war nichts. Lass mich nochmal probieren. Eieiei. Sorry. Jetzt aber. Topf an Kopf. Ein Topf an Kopf rennen, Junge. So. Hopp. Hopp. Alles klärchen, Popärchen. Siehste mal. Da sind wir noch. Wieso lädt denn das jetzt wieder so lang? Kommt jetzt wieder irgendwas? Okay. Also. Wir müssen uns hier jetzt natürlich umgucken. Hier, warte mal. Bau. Wuff. Meinst du, ob ich da mit dem Katzenkostüm was reißen kann bei dem Hund? Nee. Schade. Und du, Mädel? Juhu, die Prinzessin! Spiel mit mir, spielen! Nee, ich habe keine Zeit. Sehe ich aus, als würde ich spielen wollen? Ich bin eine hübsche Katze. Hopp, hopp. Und du bist? Prinzessin Zelda, bitte geh nie wieder weg, ja? Ich war immer hier, du bist weggegangen. So. Da ist ein Markt, hallo. Oh, Prinzessin Zelda, ihr habt es wieder mal Erstaunliches geleistet. Ich war natürlich von Anfang an von eurer Unschuld überzeugt. Aha. Verkauf mir lieber mal ein paar Sachen. Was bist denn du für einen, ja? Prinzessin Zelda, ist das eine Fee, die euch da hinterher schwirrt? Nein, ich bin Tri. Das Wesen kann sprechen. Bemerkenswert. Ja. So, kann ich das da wegschieben zufällig? Nee. Ja, heute gibt es nicht viel mehr zu sehen als das. Das kann ich jetzt schon sagen. Wir werden jetzt mit allen labern. Die Lage in Hyrule Stadt hat sich nun ja beruhigt. Aber ich habe trotzdem kein gutes Bauchgefühl. Irgendwas bereitet mir nach wie vor Sorgen. Ob es nicht noch irgendwelche Maßnahmen gibt, die wir ergreifen sollten? Sag mal was. Wer bist du? Prinzessin Zelda, was hast du eigentlich für einen komischen Stock gefunden? Das fragt man nicht. Und eins ist sicher, Prinzessin Zelda hält bestimmt nicht jeden Stock auf, den sie irgendwo findet. So wie du. Ich möchte untertänigst um Entschuldigung bitten, so eine unverschämte Frage. Ja, ich stelle unverschämte Fragen. Ja, mach da. Okay. Hey, Moment. War das da oben gerade ein Pogo-Puschel? Guck mal. Der da. Ja, sorry, aber ich will dann Sparschwein. Ich bin eine arme Prinzessin. Guck mal, ich renne hier im Katzenkostüm rum. Das muss ich ihm da noch sagen. So. Ah, das ist die Frau mit den Sommersprossen. Euer Hoheit, ich hörte, ihr kämpft fernab vom Schloss in unbekannten Landen. Ich an eurer Stelle hätte bestimmt längst vor lauter Angst das Handtuch geworfen. Hast gar kein Handtuch.
Ach, da ist der Marktplatz. Und da ist eine bös ausguckende Oma vorne dran. Ich kenne euch schon, seit ihr ein kleines Kind wart. Dass ihr auf eine Reise aufbrecht, bereitet mir ziemliche Sorgen. Vergesst nie, dass ihr jederzeit hierher zurückkehren könnt, wenn es die Umstände verlangen. So, dann gucken wir mal, ob wir hier auch was Cooles kaufen können. Was ist denn das da? Steinerner Fußring, weniger taumeln. Schwerer Fußring, du wirst bei Angriffen weniger weit zurückgeworfen. Nehme ich. 400 kostet der. Ja, komm, wenn es das letzte Exemplar ist, dann muss ich den natürlich nehmen. Ganz klar. Also steinerner Fußring. Werde ich weniger weit zurückgeworfen. Gut, gut. Vielen Dank. Kein Problem. Welch furchtbarer Gedanke, dass unsere geliebte Stadt von einem Riss verschluckt werden könnte. Eigentlich arbeite ich im Sudjeledorf im Laden und interessiere mich nur für Hyrule Stadt, weil ich hier die Konkurrenz ausspionieren will. Und kaum setzt meine Fuß in fremde Gefilde, kommt es zur großen Katastrophe. Hätte ich das geahnt, dann hätte ich mir meinen Mann geschickt. Okay, alles klar. Ja. Willkommen in unserem Laden, Prinzessin Zelda. Nachdem sich die Lage in Hyrule Stadt normalisiert hat, kann ich mich wieder darauf konzentrieren, die Kundschaft zufriedenzustellen. Sag mir mal lieber was. Ich heiße Süßer. Ich auch. Schöner Name, oder? Eigentlich Herr von und zu Süßer. Oh, bei dir will ich mal nicht das sein. So, das ist Süßer. Stimmt es, dass ihr an verschiedenen Orten Hyrules Risse geschlossen habt, Prinzessin Zelda? Fabelhaft. Wenn ihr mal keine Lust mehr habt, sagt Bescheid, dann übernehme ich für euch. Okay, warum bist du Näherin oder was? So, wieso sieht denn der da ein bisschen wie Link aus da oben? Die da. Ihr habt dafür gesorgt, dass Hyrule Stadt alles wieder so ist, wie es vorher war, Prinzessin Zelda. Welch himmlischer Frieden jetzt herrscht, vielen Dank, bla bla. Und du? Prinzessin Zelda, ich bin so froh, dass alle Verdächtigungen euch gegenüber jeglicher Grundlage entbehrten. Ihr habt sicherlich eine schwere Zeit hinter euch. Es freut mich ungemein, euch wiederzusehen. Okay, da oben ist eine Katze auf dem Dach. Ach ja. Es geht auch nichts über ein warmes Bett, leckeres Essen und süße Katzen. Ein gemütliches Eigenheim zu haben, ist einfach großartig. Ja. Hi. Dank euch haben wir unser wunderschönes Haus zurück, Prinzessin Zelda. Es ist einfach wunderbar, wieder ein Dach über dem Kopf zu haben. Und du? Seit meine Zweibeiner wieder aus dem schwarzen Dings rausgekommen sind, streicheln sie mich viel öfters als früher. Sie müssen da drin ganz viel Angst gehabt haben. Wenn es ihnen dabei hilft, das zu verarbeiten, dann sollen sie mich halt streicheln. Genau so. Ja, mach halt. So, und... Ich muss ja hier aufs Dach. Hallo. In der Stadt steht dieser komische Vogel, der sich immer nach dem Wind dreht. Dort habe ich von unten her einen kühlen Luftzug gespürt. Aber pst, bleibt unter uns. Ja, klar. Ich war tatsächlich davon überzeugt, dass ihr eine Übeltäterin seid, Prinzessin Zelda. Ach je, es tut mir unendlich leid, an euch gezweifelt zu haben. Was ist denn das da? Ein Rüsthaus? Ah ja, ach, das ist das. Also der konnte nicht helfen, es hat ein bisschen Zweifel, ob er die Sicherheit gewährleisten kann. Ja. Der übt ein bisschen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass der König und seine Begleiter im Schloss sogenannte Echos waren. Kam mir gleich so komisch vor. Ich sollte öfter auf mein Bauchgefühl hören. Na, wir gehen jetzt da nicht runter. Wir machen hier Stadtbesichtigung. Wir waren noch gar nicht bei der Bäckchen-Oma. Die hebe ich mir, die da unten, da weißt du? Die hebe ich mir für später auf. Ah ne, da wohnt sie ja. Glaube ich. Sag mal her. Ja, genau. Oder wohnt sie da? Ich weiß nicht. Ah, Prinzessin. Hast du schon mal einen Zoll gesehen? Das ist diese Art kleiner Monster, die es hier in der Gegend gibt. Ich habe die in einem Lexikon gesehen, das mein Papa mir geschenkt hat. Die sind rund und weich wie Wackelpudding. Einfach super niedlich. Eigentlich seltsam, dass es so niedliche Monster gibt. Aber vielleicht sind sie in echt voll gruselig? Ach, ich denke über nichts anderes mehr nach. Mein ganzer Kopf ist voller Zolls. Ach, was würde ich nicht drum geben, mal einen Zoll in echt zu sehen. Ja, da brauchst du einen Zollstock. Und wie es der Zufall so will, hab ich einen solchen Zollstock. Siehst du? Zack. Zollstock. Ui. Ein Zoll, genau wie im Lexikon. Wahnsinn. Dieser wackelig weiche Körper, diese kleinen runden Äuglein. Ach, wie niedlich der ist. Ein Monster und doch niedlich. Endlich kann ich wieder klar denken. Danke, Prinzessin. Jetzt mag ich Zolls noch lieber. Es gibt verschiedene Arten von Zolls. Jetzt würde ich die anderen auch noch gern sehen. Ich interessiere mich brennend für diese Zolls, die wie Kerzen aussehen. Ja, wie es der Zufall so will, habe ich ihn sogar in der Schnellstartleiste. Hier, zack. Boah, Wahnsinn, oder? Ein echter Kerzoll. Das sieht wirklich genau wie eine Kerze aus. Ganz anders als die grünen Zolls.
Wenn er doch nur nicht so heiß wäre. Ich krieg gleich einen Sonnenbrand. Hoffentlich fackelt der nicht den Gartenzaun ab. Zolls sind Monster und Monster sind gefährlich. So viel steht fest. Vielen lieben Dank, Prinzessin. Jetzt mag ich Zolls noch lieber. Meine Kehle ist ganz trocken vom vielen Reden. Ich muss dringend ein Glas Wasser trinken. Ah, apropos Wasser. Es gibt auch sogenannte Hydrozolls. Angeblich blähen sie sich auf, wenn sie nass werden. Meine Mama hat mal einen gesehen, als sie noch klein war. Als nächstes würde ich also gerne einen aufgeblähten Hydrozoll sehen. Kriegen wir hin? Moment, den muss ich so irgendwie suchen. Da, guck. Plopp. Ui, ist das ein Hydrozoll. Aber irgendwie sieht er viel kleiner aus als im Lexikon. Ja, ich bin ja noch nicht fertig. Kannst du mir vielleicht einen größeren zeigen? Ja, jetzt pass auf. Also, mein Plan. So, was hältst du denn von dem? Guck. Ah, jetzt hat er ihn gesehen. So. Ui, das ist ja... Wow, der ist fast so groß wie unser Haus. Also der ist zumindest mal größer als der Zaun. Es sind alles Zolls, aber der eine brennt wie eine Kerze, der andere saugt mit Wasser voll. Die sind alle ganz unterschiedlich. Warum gibt es wohl so viele Arten? Ich weiß, vor Monster sollte man eigentlich Angst haben, aber Zolls sind einfach faszinierend. Vielen Dank, Prinzessin. Jetzt mag ich Zolls noch lieber. Dafür gebe ich dir was, das mein Papa mir geschenkt hat. Oh, cool. Hoffentlich 5 oder so. Kristall der Stärke, eine nur? Naja, ich nehme auch einen. Die Zolls, die du mir bisher gezeigt hast, hatten alle einen Eintrag in meinem Lexikon. Aber jetzt frage ich mich, ob es nicht vielleicht noch Zolls gibt, die bisher noch niemand entdeckt hat. Im Moment fällt mir aber nicht ein, wo man die finden könnte. Wenn mir einfällt, was für Zolls es noch geben könnte, musst du mir bitte nochmal helfen. Ja, alles klar, mache ich. Aber darf ich jetzt endlich mal da reingehen? Oder war ich da schon drin? Nee. So. Habt ihr auch dafür gesorgt, dass der Riss im Chabul-Gewässer wieder verschwunden ist, Prinzessin Zelda? Dass der weg ist, bedeutet für mich nämlich eine Sorge weniger, weil mein Vater in Küsthafen ist. Aha. Ah, Moment. Der hat sich versteckelt. Danke für alles, was ihr für meinen Sohn getan habt. Ich hoffe sehr, dass er weiterhin so wissbegierig ist und alles an Wissenswerten verschlingt, was er an die Finger bekommt. Okay. So, endlich. Ich glaube, ich gehe nochmal einen Kontrollgang machen. Also auf der Mauer rumlaufen, habe ich keinen Bock. So, ich sag's, wie es ist. So, guck. Da oben waren wir, glaube ich, drinne. Naja, das war die Sommersprossenfrau. Dann ist jetzt der große Zeitpunkt gekommen, ihr Leute. Ich weiß, ihr wartet schon sehnsüchtig darauf. Ihr wartet sehnsüchtig drauf, dass wir die Bäckchen-Oma besuchen. Und das werden wir jetzt halt machen. So, da ist die Bäckchen-Oma. Gehen wir gleich mal hin. Hallo Bäckchen-Oma. Ja. Es ist zwar eine halbe Ewigkeit her, aber ich habe einst als Soldatin im Schloss Hyrule gedient. Dann bekam ich Kinder und dann Enkel. Mittlerweile sind alle aus dem Haus, aber nun bin ich für diese Arbeit einfach zu alt. Schade. Dafür hast du schöne Bäckchen. So. Gucke, haben wir das nicht gut hingekriegt. So. Huch. Dann muss man noch gucken, was da los ist. Wie konnte man es am besten herausfinden? Ne, könnte. Oh, Prinzessin Zelda, habt ihr gehört, was ich vor mich hingemurmelt habe? Ja, du hast komische Sachen gemurmelt. Vielleicht könnte ich euch tatsächlich ins Vertrauen ziehen. Mein Name ist Kerbuna und ich habe einen geheimen Auftrag erhalten, direkt von General Dex. Seit der Riss von Schloss Hyrule sich geschlossen hat, gibt es in Hyrule-Stadt einen Soldaten mehr als vorher. General Dex vermutet, dass sich noch eins dieser sogenannten Echos unter uns befindet. Seine Mission ist also seine Mission, meine Mission, sagt er, die Augen nach Soldaten offen zu halten, die sich irgendwie verdächtig verhalten. Aber ich komme bei der Sache einfach nicht weiter. Mittlerweile vertraue ich niemandem mehr. Ich habe das Gefühl, jeder von uns könnte ein Echo sein. Vielleicht sogar ich selbst. Aber ihr seid ja die Prinzessin, daher steht ihr nicht in Verdacht. Könntet ihr mir nicht vielleicht bei meinen Ermittlungen helfen? Ja. Oh, vielen Dank. Ohne Unterstützung wären wir wohl bald vollends paranoid geworden oder so. Wenn sich tatsächlich ein Soldat zu viel in der Stadt herumtreibt, muss das irgendwem aufgefallen sein. Könntet ihr euch unter den Soldaten umhören, ob ihm irgendwer ihrer Kameraden verdächtig vorkommt? Wie gesagt, ich kann das nicht machen, denn mir kommt inzwischen jeder hier verdächtig vor. Okay, fangen wir mal mit dem an. Oh, sorry. Hier. Also, verdächtige Soldaten. Verdächtig? Inwiefern? Ich bewache nur dieses Tor hier, ansonsten ist mir nichts aufgefallen. Falls ihr ein Anliegen habt, ich stehe zu eurer Verfügung. Ja, komm.
Wir labern noch ein bisschen mit den Soldaten jetzt hier. Hallo Prinzessin, seid gegrüßt. So. Es könnte sein, dass ich mich anderen gegenüber verdächtig verhalten habe. Letztens ging mir beim Training eine Lanze zu Bruch und vor lauter Überraschung habe ich einen ziemlich lauten Schrei ausgestoßen. Daraufhin habe ich bemerkt, wie die Kameraden um mich herum tuschelten und auf Distanz gingen. Aber es hatte auch was Gutes, weil mir nämlich sofort eine brandneue Lanze ausgehändigt wurde. Und nicht nur das, meine Rüstung war so mitgenommen, dass ich auch dafür gleich Ersatz in die Hand gedrückt bekam. Schwein gehabt. Ja, aber echt. Ich will da auf die Mauer. Komm mal her. So. Dann gucken wir mal. Stand hier ein Soldat? Nee, ne? Ich gehe mir jetzt mal die Mauer entlang. Ich gehe die Mauer entlang. Oh, werte Prinzessin Zelda, was führt euch an diesen Ort? So jemand ist mir nicht aufgefallen. Aber ich habe das Gefühl, dass in letzter Zeit ein Soldat mehr in Heilungsstadt herumtreibt. Dürfte ich fragen, warum ihr nach dem Verdächtigen sucht? Wie? Die Zahl der Soldaten hat tatsächlich zugenommen? Wusste ich doch, dass ich mir das nicht nur einbilde. Ich frage mich, wie es dann um unsere Ausstattung bestellt ist. Diese wird nämlich in der Wachstube verwaltet. Wenn man Ersatz für irgendetwas braucht, muss man erstmal einen Antrag stellen. Es könnte hilfreich sein, zu überprüfen, ob dort in letzter Zeit irgendetwas abhanden gekommen ist. Die Wachstube ist gleich da unten. Und der da unten liebt seinen Job. Ich gehe mal weiter. Wenn ich schon mal hier oben bin, gehe ich weiter die Mauer entlang. So. Ist da auch ein Soldat? Nee. Also wir gehen jetzt gleich mal in die Wachstube. Wenn der uns extra darauf hinweist, gehen wir halt in die Wachstube. Kann man da durchgehen? Nee, hier ist Ende Gelände. Oh, hier komme ich nicht mehr raus. Ist da hinten rumgehen? Gibt es da irgendwas Cooles zu finden? Was ist denn das hier? Der Schlossgarten? Oder? Oh, guck mal da oben auf dem Dach. Aha. Okay, Moment. Na, das war nichts. Achso, ich könnte eigentlich auch gleich hier hin, oder? Ich muss ja gar nicht hier den Umweg machen, nur hoppala. Ja. So. So, wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? 9. Ich glaube, 10 könnte man schon gebrauchen, oder? 10 wäre schon ziemlich gut. So. Also, dann gehen wir mal in das Wachhaus. Das ist das da. Und gucken uns da mal um. Dass wir heute auch mal was gemacht haben, außer nur... guck mal da, was mit denen. Euer Hoheit, wie ist das Wertebefinden? Gibt's fehlende Ausstattung? Okay, was ist jetzt los? Hä? Wie? Ihr möchtet wissen, ob von der Ausstattung noch alles vorhanden ist? Jawohl, alles vollzählig. Nur eine Garnitur, die wegen Beschädigung aussortiert war, scheint zu fehlen. Die beschädigte Garnitur lag schon draußen auf einem Haufen, aber entsorgt worden war sie nicht. So ungern ich das sage, es ist durchaus denkbar, dass irgendjemand das Zeug unerlaubt entwendet hat. Euer Hoheit, ich bin's, Kabuna. Seid ihr zufällig auch in die Wachstube gekommen, um die Ausstattung der Soldaten zu überprüfen? Kabuna, ist irgendwas geschehen? Kann man so sagen, es scheint sich ein Soldat zu viel in der Stadt herumzutreiben. Was? Ich dachte mir, dass es dann vielleicht auch bei der Ausstattung Unregelmäßigkeiten geben könnte. Deshalb bin ich hergekommen. Verstehe. Ich habe die Angelegenheit gerade schon mit Prinzessin Zelda besprochen. Es fehlt tatsächlich eine komplette Garnitur, die für die Entsorgung vorgesehen war. Wenn jemand sie entwendet hat, dann... Wie bitte? Das klingt in der Tat alarmierend. Eine aussortierte Garnitur wird vermisst. Ein Soldat, der womöglich keiner ist. Da muss man nur eins und eins zusammenzählen. Denkt ihr, was ich denke, euer Hoheit? Hoheit? Ein Ausrüstungsdieb. Genau. Irgendwer läuft jetzt in der aussortierten Garnitur herum und gibt sich als Soldat aus. Die verschwundene Ausstattung war einem der Soldaten kaputt gegangen, deshalb hatte er Ersatz bekommen. Also müsste die gestohlene Ausrüstung doch irgendwelche Schäden aufweisen. Ja, so könnte man unseren falschen 50er vielleicht erkennen. Verdächtiger Soldat mit beschädigter Ausstattung, das muss ich General Dex melden. Andererseits will ich auch keine falschen Anschuldigungen in die Welt setzen, also solltet ihr die Sache erst noch überprüfen. Falls ihr einen Soldaten findet, auf den die Beschreibung zutrifft, sagt mir Bescheid. So. Sollen wir mal da unten reingehen? Kann ich nicht. Doch, kann ich. Alles klar? Du überprüfst den Brunnen, ja? Verdächtige Soldaten? Ich denke schon, nichts Verdächtiges. Okay. Also, der ist einfach nur faul.
Nee, ist schon in Ordnung. Aber ich kann von hier, ich kann zurück in die Welt des Nichts. Das ist ja interessant. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, das ist dann... Okay, alles klar. Ah ja, vielleicht, wenn man noch eine Kiste oder so offen ist. Da war sogar noch eine Kiste, die offen war. Offenbar. Der liebt seinen Job. Ja. Grüß dich. Schönen Tag und so. Gibt's verdächtige Soldaten? Kein Plan, ehrlich gesagt. Aber falls mir wer auffällt, melde ich ihn sofort. So. Auch ordentlich am Gackern. Alles ruhig. Ich glaube ja, dass der im Schloss ist, glaube ich. Einfach. So. Verdächtige Soldaten? Ja, nix. Aber vielleicht weiß der Kamerad auf dem westlichen Schlosswall etwas. Dem fallen immer die kleinsten Details auf. Wenn es hier einen Übeltäter gibt, hat er am ehesten etwas bemerkt. So, da waren wir schon. Der hat ja gesagt, wir sollen in der Wachstube nachgucken. Waren wir bei dem da schon? Keine Ahnung. Ich gehe jetzt ins Schloss. Weil, wo wird sich ein Double wohl am ehesten aufhalten? Im Schloss natürlich. Wo er nahe am König ist und dem dumm Zeugs ins Ohr flüstern kann. Bei euch alles klar? Soll ich mal den Topftest machen? Topf auf Kopf und dann gucken. Der umfällt, der hat einen kaputten Helm oder so? Kann man die eigentlich wirklich erkennen am Dingens? Achso, guck mal, da kann man gar nichts machen. Ja. Okay, die sind dann wohl fein raus da. Ja. Okay, ich glaube, die im Schloss kann man nicht anlabern. So. Ich will eigentlich keine Infos zu Monstern. Okay, dann brauchen wir nicht ins Schloss zu gehen. Alles klar, das ist so viel wissen wir schon mal. Das ist doch schon mal was. Was ist das eigentlich für ein dummes Katzenkostüm? Ich muss mal ein Katzenkostüm ausziehen. So sehr ich Katzen mag, aber das hier ist schon deutlich cooler. So. Ja. Hi. Okay. Ja. Ja. Also, Prinzessin Zelda, guten Tag. Ich kann nicht sagen, dass mir irgendjemand aufgefallen wäre. Dem Eingang des Schlosses habe ich durchgehend im Blick. Da drin kann sich niemand... Also, schon mal gar keiner aufhalten. Okay, alles klar. Bin mir nicht sicher, ob wir den da oben auf der Mauer... Ob wir den da schon interviewt haben, weißt du? So. Hier ist alles ruhig. Verdächtige Soldaten. Nichts Außergewöhnliches. Seid ihr doch unbesorgt. Sollte mir jemand Verdächtiges unterkommen, werde ich die Person umgehend dingfest machen. Ja, dann machen wir das Ding fest. Hier ist auch alles bestens. Ob mir Soldat irgendwas Verdächtiges? Nein, weit und breit nichts derartiges. Okay, jetzt bin ich aber wirklich hier überfragt. Was war das gerade? Ich weiß halt nicht, ob wir da jetzt noch ewig suchen sollen. Also, der liebt ja seinen Job. Habe ich mit dir eigentlich schon geredet? Ich war tatsächlich davon überzeugt, dass ihr die Übeltäterin seid, Prinzessin Zelda. Ach je, es tut mir unendlich leid, an euch gezweifelt zu haben. Ja, ist schon. Sag mir lieber, wo ich noch ein paar Soldaten finde. Also hier war ich jetzt da überall. Oder gibt es in den Häusern auch Soldaten? Ich glaube nicht. Ich gehe mal eine Runde raus vielleicht. Muss ich da hinten vorbeilaufen? Da bin ich ja letztens vorbeigelatscht, gell? Oh, wir machen mal eine Runde. Moment. Machen wir mal eine Runde ums Schloss. Nicht, dass da hinten irgendwo einer im Gebüsch sich versteckt oder so. Hopp. Hopp. Den da oben haben wir schon interviewt. Das ist der Eichelmann, der will sein Eichelspiel spielen. Habe ich aber immer noch keinen Bock drauf. Ich sag's, wie es ist. Ich weiß nicht mal, was es ist für ein Eichelspiel, aber ich will es nicht machen. So. So. Bisschen abkühlen. Genug abgekühlt.
Okay, auch hier scheint mir nichts Verdächtiges zu sein. Drüben sind Gegner. Gegner sind erstmal unverdächtig. Da oben ist alles ruhig, sagt er. Also ich kann auch keinen Verdächtigen finden. So. Ist hier noch ein Soldat irgendwo? Da kommen gleich mal tausende Gegner auf mich zugerannt. Ich glaube, es geht los. Ja, okay. Haben wir... Geh weg. Haben wir nicht gefunden? Bei dir? Hi. Waren wir schon, gell? Ah. Achso. Haben wir nicht gefunden? Keine Ahnung. Gucken wir vielleicht beim nächsten Mal an. Aber beim nächsten Mal, ich gehe das schon mal... Opala, das war falsch. Ich gehe das schon mal vorbereiten. Ich muss ja da rüber, ne? So, ich will ja mein Pferdchen abholen. Das ist ganz wichtig. Dann würde ich mal sagen, beim nächsten Mal gehen wir darüber oder beamen uns darüber. Bin ich hier schon hingelatscht? Schon, dann wäre die Karte nicht aufgedeckt. Ja, beim nächsten Mal gehen wir darüber. Und von da aus... Das sieht eigentlich okay aus. Was ist das? Das ist der Vulkan. Das sind die Goronen. Beim nächsten Mal, sprich... Morgen, nur nicht heute, sagen alle Videospiel einteilenden Leute. Schön mit Ö, tschüss mit Ös, ciao mit V.